Heutige Datum ist der 20.03. im Coronavirus. Seit was? Ein paar Tagen. So today is the 20th 3rd, 2020. During still the coronavirus. I've had an interesting encounter this morning. Well, actually, my parents were calling like, come quickly into the living room. And I said, oh God, what's going on now? Because I left the what's it called, the veranda, the terrace, like a balcony open, And I thought, well, maybe there's another squirrel came in again, because they do that sometimes. But this time she said, no, look, at the, where those, we've got flower pots inside, like she's got flower pots on the window. So she said, look, there's a bird there. Yeah, it's eine Grünmeise, those springtime, and those little birds, they, I don't know why they came in here. Maybe because the way I think about things, and it's also like animal communication, whenever you think like I do, very quietly. And people receive that. They may be even 7 meters in front of me and they suddenly turn around and there's no reason for it, but they hear me as if I'm talking to them loud. Like one time to this neighbor, like I don't like this neighbor, she's a little crazy, like red hair, they have a problem, they always have a problem. Sorry if you have red hair too. But they're very dominant, and a lot of things bother them, So when I saw her, like she was 3 or 4 meters away from me, so I was thinking very quietly to her, but saying like, or thinking, there comes this witch again, this witch. Eventually, she was 4 meters away from me, Eventually, she turned around and she spoke out loud like, who's doing that? Who's saying that? So I just looked somewhere else, like, it's not me, that was cool. And today, I just mentioned this bird came in, so I hoped this bird wouldn't bite me or beak me, pick me. So I took this bird, very gently and holding her and showing my mother, look, in German it's called a Grünmeise, it's a very nice little bird. They're now out there looking for insects, and she was very calm, or he was very calm, and I showed her and she looked at her and, oh, and I put her on the veranda outside, opened my hand and it flew away. So heute war eine schöne Erfahrung. Ne? Also meine Mutter auf einmal so ziemlich laut war sie, wundert mich, was geht jetzt wieder ab. Und es ist eine Kohlmeise ins Wohnzimmer geflogen. Die war bei den Blumen, ist sie hängen geblieben. Also sie wollte wieder raus, aber das ist ein Fenster da und die können nicht unterscheiden, warum sie draußen sind, aber nicht raus können, wegen den Fenstern. Die kennen wahrscheinlich sowas nicht. Oder doch, falls sie mal dagegen geknallt sind, irgendwo anders. Naja, und normalerweise kommen Eichhörnchen immer wieder, manchmal, wäre neugierig. So habe ich sie ganz vorsichtig, weil da waren die Töpfe, ganz vorsichtig sie umfasst, und gehalten und meine Mutter gezeigt, schau, süß, die war, und dann bin ich raus aus die Veranda raus und schön geöffnet und ist sie weggeflogen. Schönes Omen, nicht wahr? Ja. So, und was gibt's noch Neues? And what else is new? Well, one of the bandage just fell off because I put 2 of them, like one in the back here. But that wasn't that bad. And this one here, you can see, this is a double gauze, and I'm just touching it very smooth. Oh God, gently just going over it, and it tickles like crazy, So ich gehe ganz sanft drüber, nur ganz leicht berühre ich es und ich streichle ganz leicht drüber und es juckt wie verrückt. Also jetzt muss ich das runter tun, das ist zweifach. Das ist eine Kompresse aus einer Hülle rausgenommen, da sind immer 2 Stück drin und man kann sie auch auffalten, aber ich habe einfach doppelt sie drauf geklebt, weil ich habe mir gedacht, bestimmt wird es viele geben und es ist so geschehen. Jetzt muss ich das erst einmal runter tun und wir sehen weiter, wie es ist.
So, wie man sehen kann, ist ziemlich gut runtergegangen. So it went down pretty easily. So it's a lot of this stuff there. It's still, yeah, the darker areas are still quite moist. Die dunklen Stellen sind immer noch ein bisschen ziemlich feucht. Ja, und hier ist halt ziemlich, hier ist es so. Ja, das zieht ein bisschen an den Haaren. It kind of pulls on those hairs, on the hair. Da ist eine Wunde gerade, wo das Band drauf ist. Ja, da zieht es ein bisschen. Wo ist es? Da ist es. Autsch. Ja, könnte ich theoretisch. Ja, die Wunde hier, ne? Da hätte ich Wasser drauf tun können auf die Bandage. I could have put water on the bandage but that's okay, then at least the pus went down. This is kind of hard and very sensitive, very itchy here. Okay. Sehr sensibel und juckt wirklich dorthin. Das ist noch ziemlich nass.